Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. September, auf der Glecksteinhütte. Bald ist Saisonende. Das bringt Sarah allerdings auch ins Grübeln. Ich will je länger, je mehr können selber, weisst, in den Berg gehen. Und das kannst du halt einfach mehr, wenn du im Tal bist. Da bist du halt so angebunden. Und plötzlich ist das Gefühl, dass das Hüttenleben vielleicht nicht alles ist. Wir haben die ganze Saison schon recht früh in der Saison haben wir immer wieder so ein miteinander ganz kurz geredet oder so Gedanken gesponnen. Auch der Christoph hat seine Zweifel. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, diesen Sommer, jetzt gehe ich auf eine Alp mit Kühen oder mit Geissen oder mit Schafen. Irgendwie ist gleich was. Einfach, ich möchte einfach, die Leute gehen mir einfach manchmal auf den Keks. Ja. Ein Hüttenführer hat bis jetzt einfach zum Familienleben dazugehört. Seit der Geburt war immer eine Hütte da. Ich weiss jetzt nicht, wie so eine könnte sein. Was ist los auf der Glecksteinhütte? Schlägt die Familie nach 27 Jahren einen neuen Weg ein? Ein Sommer mitten in der Schweizer Bergwelt. 3 Lebenswelten, 3 Hütten, 3-mal Alltag auf über 2000 Meter. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Überraschung im Kanton Uri. Ende September und plötzlich Schnee. Und das, obwohl heute das letzte Sommerwochenende wäre in der Voralp-Hüttensaison. Heute Morgen, als ich aus dem Fenster geschaut habe, bin ich ein bisschen verklüpft. Es hat eigentlich schon die ganze Woche ein bisschen schneien, hat aber eigentlich nie oder nur ganz wenig. Und darum habe ich jetzt heute das Gefühl, ich glaube, und auch nicht. Oh doch, 30 cm auf einen Klapf. Ja, also jetzt ist es sicher ein bisschen erschwerter Zustieg hier zu der Hütte, heute mit dem Schnee. Das war eigentlich ursprünglich voll, es ist auch Samstag. Und jetzt heute sind wir auf 5. Also 5 Gäste haben wir heute Abend. Es ist sicher schade, dass wir jetzt das letzte Wochenende nicht mehr so viele Gäste haben. Also wir haben uns sicher noch auf etwas anderes eingestellt. Das heisst auch, es gibt weniger Geld am letzten Wochenende. Es kommt immer darauf an, was die Begründung ist. Wenn jetzt einfach Gäste keine Lust mehr hatten oder weil es ein bisschen geregnet hat, kurzfristig nicht kommen wollen, dann habe ich schon kein Verständnis. Oder dann müssen sie auch eine No-Show-Gebühr zahlen. Wenn jeden Samstag so wäre, das wäre natürlich wäre klar Einbussen. Auch der Jasmin wäre für den Abschluss ein bisschen Rambazamba lieber gewesen. Weil es eigentlich jetzt ziemlich Ende Saison ist, haben wir die ganze Woche schon ein bisschen ruhig gehabt. Es wäre jetzt cool gewesen, heute noch einmal voll zu haben. Und jetzt ist es halt auch wieder ein bisschen ruhiger. Trotzdem hat sie Freude an dem Wintereinbruch. Also ich habe schon gehofft, dass sie ein bisschen einschneit hier oben. Gestern haben wir uns schon eingestimmt für Weihnachten. Rebecca und ich haben Weihnachtsmusik gehört. Dann ist Jasmin raufgekommen und hat sie gesagt, das ist nicht ihr Ernst, also sicher nicht. Jetzt haben wir wieder umstellen. Jetzt würde es noch viel besser passen. Ja, eigentlich schon. Weihnachtsmusik und Glühwein. Meine Damen und Herren, es ist immer noch September. Ja, das spielt doch keine Rolle. No. Auch Weihnachten nervt es einem dann eben schon. Darum muss man ein bisschen früher anfangen. Wahrscheinlich weniger Schnee. Ja, es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Man war jetzt 4 Minuten oben und jetzt so definitiv langsam. Also mit dem Schnee ist jetzt schon langsam definitiv, dass wir gehen müssen. Aber es ist jetzt gleich ein schöner Abschluss, dass es jetzt noch einmal geschneit hat. Vier Monate lang hat Petra auf der Voralphütte das Zepter in die Hand genommen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier im Voralptal. Also von dem her, ja, irgendwann vor der Saison hast du so noch ein bisschen Bangel oder weißt nicht, ob alles gut kommt. Und irgendwie, sobald ich auf der Hütte war, habe ich gewusst, es kommt gut. Und ich glaube, das ist schon das Gefühl, das sagt, ich gehöre da und ich fühle mich auch sehr wohl. Und wie wohl haben sich ihre beiden Hüttenhilfen gefühlt? Kommen sie echt auch noch mal zurück, nächsten Sommer?
Gandeik-Hütte im Kanton Wallis. Der Hüttenwart Felix ist ins Tal runter zu seiner Liebsten für eine Auszeit. Und so übernimmt der Alessandro, der Mann der Hüttenbesitzerin. Zweimal Veggie. Genau. Ja, perfekt. Wie sieht es mit Trinkwasser? Wir haben kein Trinkwasser. Ja, genau. Darum gibt es den Tee. Der Alessandro schafft eigentlich für ein grosses Pharmaunternehmen zu Basel. Vor 3 Wochen hat sein Abenteuer als Hüttenwart gestartet. Mir geht es hier oben als Hüttenwart super. Es ist wirklich eine schöne Zeit. Es ist eine super Abwechslung. Klar, die ersten paar Tage ist man alle Checklisten noch durchgegangen, die man sich aufgeschrieben hat und so. Aber es ist eigentlich recht schnell gegangen. Und ja, durch das, dass sich der Ablauf auch wiederholt, kommt man doch eigentlich auch sehr schnell rein. Gut, tipptopp. Dann gutes Ankommen und bis später. Ja. Bis später. Du bist fertig mit dem, oder? Ja, genau, kannst du machen. Das Hüttenteam ist das Gleiche geblieben. Für die war der neue Chef schon ein bisschen eine Umstellung. Er ist cool. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ich vermisse Felix wirklich sehr, weil ich so einfach gewöhnt war mit ihm. Er ist halt ein bisschen anders wie der Alessandro, aber es passt trotzdem. Es passt super. Hätte mir nicht gedacht, dass es eigentlich so leicht weitergeht. Obwohl die beiden Hüttenwärter völlig anders sind. Felix hat einfach mit seiner Reife, mit seiner Leichtigkeit sehr viel Lockerheit reingebracht. Alessandro hat ein bisschen mehr Struktur, aber mit einer ganz eigenen Charme einfach auch. Er profitiert, dass die Helferinnen in ihrer 2. Saison ziemlich eingespielt sind. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Wenn das Team schon weiss, wie es läuft, dann muss man nur noch sich einpassen und mitmachen. Also, das macht das sehr einfach. Und sobald im Stübli alle versorgt sind, hat das Hüttenteam endlich Feierabend. Und den verbringen sie am liebsten alle miteinander. Du hast doch genug Karten zur Auswahl. Ja. Es hat auch nur die Hohen geben. Ja. Nicht. Gute Mitte. Wow. Mit dem Team, also man hört, es macht Spass. Also es ist einfach cool, hier oben zu sein. Danke vielmals. Ja, Auch auf der Glecksteinhütte gibt es eine Stabübergabe bei den Schiffen. Gestern Abend was hast du gestern Abend Gestern Abend habe ich Alter. Carbonara gemacht. Heute ist Sarah raufgekommen, um ihren Mann abzulösen. Die letzten Tage hat sie im Tal auf die Kinder geschaut. Der Christoph war allein in der Hütte und planget auf Abwechslung. Extrem gäbige Kuchen zu machen. Und dann noch fein zu allem Mehl. Ich gehe eigentlich immer gerne ins Tal. Das Auf und Ab finde ich etwas mega Schönes. Und ja, jetzt heute wieder runterzugehen, ich freue mich sehr drauf. Ja. Die Kinder sehe ich ja jetzt auch nicht viel so in dieser Zeit. Sie kommen ja an den Wochenenden zum Teil nicht rauf. Und ja, auf das freue ich mich sehr. Ja. Sie haben gewusst, dass es nicht einfach wird mit der Organisation. Dass aber immer noch jemand von ihnen dort oben ist nicht ganz ihre Wunschvorstellung. Also das habe ich mich eigentlich immer gefreut, wenn jetzt die Kinder älter werden, dass wir dann irgendwann wieder das Zweite halt da sein und dann, wenn ein bisschen mehr läuft, noch Personal, aber das wäre schon schön, einfach mit das Zweite. Aber auf die andere Seite habe ich das Team auch gerne. Ich habe schon noch gerne meine Grossfamilie. Ich tue noch gerne ein bisschen Gespräche beim Arbeiten und das würde sich dann irgendwann erschöpfen zwischen uns zwei. Zagers
leben schon ewig in 2 verschiedenen Welten. Hütte und Talleben. Beide haben Vor- und Nachteile. Sarah ist hin und her gerissen. Ich bin eigentlich sehr, sehr gerne auf der Hütte. Aber ich will je länger, je mehr können selber, weißt, in den Berg gehen. Und das kannst du halt einfach mehr, wenn du im Tal bist. Da bist du halt so angebunden. Genau. Aber einfach zu wohnen oder einfach der Moment, so zu sein, bin ich immer noch lieber da. So können über alles herabschauen, das ist für mich das ist so befreiend. Als im Tal unten zu sein, wo du an die Berge her schaust. Christoph fehlt eher das Tal. Ziel ist, dass immer jemand unten ist, auch bei den Kindern und jemand da. Das ist uns klar von Anfang an. Jetzt ist einfach das Verhältnis durch mich. Könnte jetzt noch mehr in die Richtung sein, dass ich auch mehr unten wäre. So. Mehr ist da oben manchmal schon das Dach auf den Kopf gekippt. Schon bald ist Saisonende. Und das Ziel ist, so viele Lebensmittel wie möglich aufzubrauchen. Der häufige Wechsel braucht genaue Absprachen. Ja, du hast gesagt, Kohl, Herdöpfel, Linsen. Also ja. Rote Linsen würde ich glaube da. Es hat noch andere. Ja. Es hat da jenste Sachen, die ich ganz aufgebraucht habe. Ja. Braune Linsen hat es gar keine mehr, aber rote hat es noch. Mhm. Also. Ciao. Ade. Tschüss. Weil wegen dem Schnee viele Gäste abgesagt haben, verwandelt sich die Vorabhütte zu einem Beauty-Salon für das Hüttenteam. Petra! Ja? Bist du bereit? Ja? Jetzt schnapp, kurze Haare. Wie kurz willst du es? Kurz. Jasmin schafft sonst als Coiffeuse. Ich gehe ja im Tal schon auch zu der Jasmin zum Coiffeur. Darum ist es jetzt nichts Neues, dass sie mir die Haare schneidet. 4 Monate hat Jasmin jetzt auf dieser Hütte geschafft und hat ihre Haarschere mit dem Kochlöffel getauscht. Jetzt freue ich mich schon auch wieder, als Coiffeuse zu arbeiten. Aber also Anfang der Saison bin ich ja schon viel lieber da oben. Jetzt darfst du voll vorab anlegen. Ja, bist fleckgrad. Mhm. Also sicher, das ist halt auch, dass man einen anderen Alltag wieder hat, dass du am Abend einfach spontan etwas abmachen kannst. Vorne ist auch noch ein bisschen mehr, oder lässt du die alle gleich lang? Nein, dort würde er auch ein bisschen nehmen, wenn du tust. Ja. So wie du denkst. Was müssen wir jetzt heute noch? Ja, nachher müssen wir sicher noch draussen Bänke auseinandernehmen und Tisch und wegschrauben alles und verräumen. Da sind wir noch alles im Schopf. Mhm. Ja. Ah, das ist gut. Willst du in den Spiegel schauen? Mhm. Tipptopp. Das können wir so lassen, würde ich sagen. He? Danke vielmals. Bitte, gerne. Bleibst du angestellt? Als was? Beides. Der Felix ist zurück für den Saisonabschluss. Fast 6 Wochen war er im Tal. Er wollte Zeit mit seiner Partnerin verbringen und vor allem auch darüber nachdenken, ob er nächstes Jahr nochmal eine Saison machen will. Ich habe mir gesagt, so eine tolle Saison wie dieses Jahr, das gibt es nicht nochmal. Also es kann nicht besser werden. Und ich höre dann auf, wenn ich wieder das Zenit erreicht habe.
Und dann, als ich unten war, ist natürlich wieder die Gefühle gekommen. Oder? Die Berge haben mir gefehlt. Es war zwar schön unten, den Sommer genießen, wieder wandern, im Rhein schwimmen, Barbecue machen, Open-Air-Kino. Einfach die Sachen, die man halt macht im Sommer, die man auf der Hütte halt nicht machen kann. Das hat beides gerissen. Oder? Auf einer Seite hat die Gandeckhütte gerissen, auf der anderen Seite halt eben den Sommer genießen. Und wenn man halt oben ist, eine ganze Saison, ist dann der Sommer praktisch schon gelaufen. Nochmal eine Saison. Viel dafür und dawider. Klar ist, er will und muss in den nächsten Tagen entscheiden. Nicht, dass wir verhungern. Kuchen gibt es noch da. Für das Team von Gandeckhütte ist der Fall klar. Er passt einfach daher in der Hütte. Er gehört daher. Und deswegen war es irgendwie wunderschön, ihn wiederzusehen. Genau. Danke. Schon gut. Wie ist bei dir? Danke. Ist gut? Danke. Gut zusammen. Ah, schön wieder daheim zu sein. In der Zeit, wo der Felix weg war, hat der Alessandro die Stellung gehalten. Jetzt, für den Saisonabschluss, übernimmt nochmal der Felix. Wieder raufzukommen und einfach gerade vom ersten Sekunden an wieder aufgenommen werden, herzliche Begrüßung, ist das schon schön. Also es hat schon gut, ja. Man hat gemerkt, sie freuen sich, sie haben wahrscheinlich auch gute Zeit ohne mich. Also ich hoffe, sie haben das gehabt. Aber es war dann schön, wieder raufzukommen und zu spüren, ja, ich habe Freude, dass ich komme. Es war jetzt nicht gut gewesen, und ich sagte, oh nein, er kommt wieder. Für den Alessandro ist das Abenteuer Hüttenwart vorbei. Nein, ist natürlich super, den Felix wieder da zu haben. Man merkt auch sofort, wie die Freude wieder da war, wenn er sofort wieder angekommen ist. Und ja, mit dem grossen Team zusammen, mit dem Felix, macht es einen riesen Spass. Morgen ist Saisonende. Es gibt aber noch schwere Arbeit. Die Wasserleitungen, die das Schmelzwasser zur Hütte transportieren, müssen weg, bevor der Schnee kommt. Nehmen wir den weg. Jetzt drehst du dich einfach im Kreis, bis er aufgerollt ist. Die Gandeckhütte wird nur mit Schmelzwasser versorgt. Weil es im Sommer so heiß war, haben der Felix und der Alessandro gezittert, ob es echt überhaupt genug Wasser hat bis Ende Saison. Es ist, wie wir gehofft haben, es hat gelangt. Und ich glaube, es war gut, dass es im Juli plötzlich der kalte Wettereinbruch war. Das hat uns, glaube ich, gerettet. Wenn man sieht, viel Schnee hat es nicht mehr. Ich denke, wenn es dort durchgewärmt hat, wie wir es Anfang oder Mitte Juni, wäre jetzt wohl schon weg, der Schneehaufen. Es ist ziemlich knapp geworden. Der Schneehaufen, den das Pistenfahrzeug im Winter herschaufelt, der muss nächstes Jahr grösser sein. Ob die Lösung längerfristig verhebt, da ist sich der Felix nicht sicher. Also das Thema Wasser im Sommer wird immer ein Thema sein in der Hütte, solange wir das über das Schneefeld machen. Es gibt Ideen, dass man eventuell anzapfen an einer Wasser- oder einer Beschneiungsanlage. Das wäre ein Thema. Wenn das spruchreif ist, weiß ich nicht. Das würde uns dann helfen. Würde es viel einfacher machen. Und auch noch die allerletzten Gäste von dieser Saison finden den Weg in die Hütte. Philipp, ciao. Du bist der Manuel. Sorry, Manuel. Hey, top, hat er es gemacht. Just on time. Wir essen 3-4 Minuten. Ja, super, Hunger. Nudeln kochen, los muffen, die Suppen sind okay, das ist auch. Passt. Darf ich schnell ein paar von euren wertvollen Minuten stehlen? Herzlich willkommen zuerst einmal euch allen auf der Gandeckhütte. Die meisten wissen schon, es ist unsere letzte hier oben. Wir hatten eine ganz tolle Saison, 13 Wochen hier oben, riesig. Jetzt heisst es Abschied nehmen. Als ich geschwätzt habe, habe ich gemerkt, jetzt geht es doch wieder richtig Emotionen. Ist aber auch gut gewesen, das denke ich, gehört dazu, absolut. Es ist sehr viel Herzblut drin und wenn Herzblut drin ist, kommen selbstverständlich Emotionen auf. Also, zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Danke. Zum Wohl. Danke vielmals. Danke. Gut gemacht. Danke. Du kriegst immer wieder zu weinen. Was du bekommst. Was wird der Felix morgen echt entscheiden?
Das herrliche Herbstwetter lockt noch mal einen Haufen Leute in die Berge. In der Glecksteinhütte oberhalb von Grindelwald brummt es. Also, 2 grosse Panache, ein kleines und ein Johannisbeer. Es braucht jede Hand. Auch die Mena packt mit an. We have... Was heißt Weizenbier auf Englisch? Wheat beer. A wheat beer or normal beer. Es ist eigentlich gerade eine gute Übung. Englische, französische, deutsche Gäste bedienen für die Schule. Ja. Macht Spass, wenn man wieder etwas mehr sagen kann. Seit Anfang Saison haben die jüngsten 2 immer einmal mitgeholfen auf der Hütte. Die Saison auf der Hütte habe ich eigentlich recht cool gefunden. Aber ich merke auch langsam, dass einfach streng wird. Aber das ist auch jedes Jahr am Saisonende habe ich eigentlich keine Lust mehr zum Hütte zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder immer mitziehen und helfen. Die Mena ist aber noch motiviert. Auch für ganz spezielle Einsätze. Ist dann Wenn ich jetzt gerade drin bin, ist unser Vorratsraum. Und hygienische Gründe und so muss dann natürlich auch geputzt werden. Und das ist eine meiner Lieblingsarbeiten. Ich bin so ein bisschen verdienen und ja. Die Kinder kennen das Hüttenleben, seit sie auf der Welt sind. Aber etwa einmal haben sie auch daran zu beißen. Ich freue mich sehr fest, wenn ich im Tal unten bin. Und dass halt wieder die ganze Familie zusammen ist. Ich habe das Gefühl, die Kinder sind extrem gross geworden oder gewachsen in dieser Zeit. Also auch einfach so innerliche Stärke. Sie sind sehr gezwungenermaßen auch selbstständiger geworden. Sie sind schon vorselbstständig gewesen, aber sie sind einfach wirklich, also es sind auch grosse Schritte passiert. Eben der Levi in die Lehre gekommen, Mena runter auf Wilderswil in die Schule, in die Zec. Und sie sind einfach, ja, mehr als ein Jahr grösser geworden, habe ich das Gefühl. Ich habe es zeitweise recht vermisst auch. Ja, ich habe es wirklich über längere Zeit manchmal nicht gesehen. Sie sind nicht so Teil vom Hüttensommer. Ich habe das Gefühl, sie haben sich selber recht rausgenommen, das auch wollen. Und auch sehr gut gemacht, so gesehen. Aber so als Familie auf der Hütte habe ich es nicht so erlebt. Das war eine sehr kurze Zeit. Ja. Das haben wir ja wie voraus schon gesehen und es ist auch so gekommen. Und jetzt auch noch so der Abschluss sind sie auch sehr häufig am Wochenende ihr Programm gehabt, ja. Vor allem der Älteste, der Levi, war das Jahr nicht viel auf der Hütte. Aber für einen gemeinsamen Hüttenabschluss nimmt auch er diesen Weg noch mal in Angriff. Ja, es ist nicht. Schön. Bravo. Das war auch keine Sache, gell? Zeig mal, ein Stöpsel drin. Nein, gar nicht. Okay, super. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn alle an dem gleichen Dach sind. Die 3 Frauen auf der Voralphütte haben schon mal eine Saison zusammen auf einer Hütte geschafft. Aber die Petra als Chefin, das ist neu für die 3 Freundinnen. Sie war eine gute Chefin, auch eine geduldige. Und jetzt nicht eine, die irgendwie die Pfade ausrufen oder so, sondern
Eigentlich auch gelassen, ja. Wenn die Hütte voll war, bin ich sicher eher ein bisschen angespannter gewesen. Und ich glaube, das hat man auch ein bisschen gespürt, dass ich sicher eher ruhiger war oder ein bisschen weniger gewitzelt habe. Aber nicht, dass sie jetzt hässlich war. Man hat es sicher nicht gemerkt, wenn sie verrückt war. Ich habe auch das Gefühl, wenn sie irgendwie ein bisschen angespannt war, wenn sie einen Haufen Arbeit hatte oder so, dann hat sie einfach weniger gesagt oder weniger Witzli gerissen. Nein, ich glaube es nicht. Futtern, das ist mal nie. Nein, also wenn ich nach dem ersten Jahr schon so eine böse Hüttenwartin wäre, wäre etwas nicht gut. Also dann müsste ich definitiv aufhören. Also wenn es keinen Spass mehr macht, dann ist es sicher nicht mehr gut. Mein Ziel ist schon, kollegial zu sein und gleich, ja, dass es dann läuft. Das ist mir schon auch wichtig, dass die Hütte läuft. Du schaust einfach, dass das Kochen nicht ins Luft jagst. Nein, aber es passiert nichts. Oder? Also bis jetzt ist noch nie etwas. Meine Augenbrauen. Es muss sauber sein. Ich kann gerne, wenn es sauber ist. Es ist immer gut. Desto länger als man miteinander arbeitet, desto das eingespieltere Team wird man auch. Und eben auch von der Freundschaft her wird es halt stärker, wenn man auch so nah aufeinander oben hockt. Es könnte ja natürlich auch auf diese Seite, aber wir gehen auf die Gehörigseite miteinander. Darum ist es für Jasmin klar, Das nächste Jahr bin ich auch wieder dabei. Wenn sich das Petra bis am Montag nicht anders überlegt. Bis am Montag habe ich noch Zeit. Ja. Nein, der Fall ist echt klar. Ich finde es natürlich sehr schön, wenn Jasmin wiederkommt. Also, ist ja auch für mich positiv zu sehen, dass ich es glaube nicht ganz schlecht gemacht habe. Und ja, es ist natürlich auch zum Arbeiten viel ringen, wenn du jemanden hast, der alles schon weiss. Hast du auch schon probiert? Nein. und wie sieht es denn die dritte im Bund, die Rebecca? Ich gehe nächstes Jahr nicht mehr. Und zwar darf ich Mami werden das nächste Jahr. Genau, darum bin ich dann nur noch als Gast auf der Hütte. Oder als Aushilfe, wenn ich das frei brauche. Ja. Kommst du? Aber gehen wir jetzt zum guten Peter. Ja, es ist schade, ist sie nicht um, weil sie ist halt auch, sie gehört halt einfach ein bisschen zu unserem Dreiergespann. Das zeigt eigentlich auch, wir haben uns nicht verstritten jetzt. In diesen 4 Monaten haben sie noch gute. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt hast du mich an den Backen. Ja. Nein, es freut mich natürlich sehr. Ja. Aber es ist natürlich schade für mich, dass sie nicht mehr kommt. Das ist sicher schade. Aber ich freue mich natürlich auch umso mehr für dich. Wir haben gefunden, Petra wäre ein ideales Gotti. Ich meine, es ist schon ein bisschen cool, wenn ein Gotti heute hat. Wir können sie besuchen. Auch auf der Gandeckhütte wird aufgeräumt und alles winterfest gemacht. Das ganze Team ist im Schuss. Heute ist das Ziel, dass wir heute oben um 4 Uhr auf die Bahn gehen. Das heisst, wir haben einen Zeitrahmen relativ von 8 Stunden. Wir haben doch einiges zu machen. Wir werden es irgendwie schaffen. Aber ich bin schon ein bisschen nervös und hoffe, es klappt dann wirklich alles auch. Ja, Felix. Hört das gut? Der letzte Dreck noch weg. Eine Staubsaugermassage. Das Lachen vergeht dem Felix schnell. Es gibt Probleme in der Küche. Hast du schon mal Wasser laufen lassen? Nochmals? Ich lasse jetzt mal laufen. Mal schauen, was passiert, ob es abläuft. Steht schon. Upsla. Problem ist, wir haben die Maschinenbude am Morgen. Normalerweise läuft das Wasser alles ab, wenn sie fertig ist. Jetzt ist es einfach aufgedruckt. Entweder ist es irgendjemand verstopft. Es gibt auch Leute, die meinen, der Luftdruck eine Rolle spielen. Ich weiß es jetzt nicht. Das sind die Überraschungen, die du gerne hast am letzten Tag.
ist genau das Richtige. Der Felix und der Alessandro kennen sich aus ihrer gemeinsamen Bürozeit. Können sich zusammen an so ein handfestes Problem lösen. Das ist Ablauf Brünneli. Das ist Ablauf Boden. Ja. Das ist gebunden hier. Ja. Und wenn du das Brünneli laufen lässt, dann drückt es hier zurück. Das heisst, es läuft hier nicht ab. Gut. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder wie bringst du den weg? Aha. Hast du schon eingestellt auf die Höhe? Da ist es oben. Aber oben nicht. Das bringt es auch nicht. Da hast du die richtige Seite. Das ist... gegen Uhrzeigersinn, oder? Das wäre jetzt also richtig, oder? Dann probieren wir halt einmal einfach alle Möglichkeiten aus, um das zu lokalisieren. Ja, kommt. Ja, genau. Schau mal das an. Ja, Glas. Jetzt könnte man spielen. Du dich geschwind auf Laut sprechen, Felix. Entschuldigung? Achtung. Ja, mach mal langsam. Ja. Hast du jetzt alles runtergelernt? Jetzt kommt noch ein bisschen 3/4 Kessel, habe ich jetzt etwa. Es kommt eben sehr langsam da, das ist ein bisschen komisch. So, Deli. Soll ich mal Sill runterlassen über das Brünneli? Darfst du also einen Kessel, mal einen ganzen Kessel rein? Ja. Was hast du für einen Kessel genommen? Ich glaube, wir haben es gelöst. Gut. Mission Impossible solved. Hey, das läuft. Klappt. Cool. Gut gemacht. Und es ist dann nachher super gelaufen. Das war für alle, glaube ich, ein Highlight gewesen. Alle haben das im Hinterkopf so gespürt. Ah, nein, Abwaschen von Hand. Das hat von denen dazugehört. Das hat mich noch mal gebrieft. Es hat jetzt vor so Stempel heute wart, habe ich heute bekommen. Und bedeutet das jetzt, dass der Felix doch noch mal eine Saison auf der Gandeck-Hütte bleibt? Die Barbara hat eine starke Vermutung. Mein Gefühl ist, dass er es zu 100% macht. Er gehört einfach auf der Hütte. Er hat sich eigentlich richtig verliebt in die Hütte. Also sogar mit der Bohrmaschine. Jetzt bluffst du aber ein bisschen. Beim Felix hat es gedrüllt. Hin und her. Und er hat sich entschieden. Nein, ich habe jetzt definitiv Alessandro heute zugesagt, dass ich nächstes Jahr sicher noch mal 7 Wochen komme. Das sind natürlich super Neuigkeiten. Wir haben es natürlich fest gehofft. Und wir hoffen, dass der Felix noch 2, 3 letzte Saisons anhängt jetzt die nächsten Jahre. Das wird super. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das muss ich noch der Patricia sagen. Nein, sie hat es natürlich angenommen. Gut. Rübergehen. Jawohl, immer die. Das ist, glaube ich, der Oper. Im Moment bin ich gerade richtig gut drauf. Ich freue mich wieder zum Abend gehen. Und ich glaube, der Faktor ist, dass ich nächstes Jahr wieder komme. Chef voraus, gut. Der Kapitän geht als letztes von der Ich gehe genau vom Stick. Auch auf der Voralphütte macht das Team noch die letzten Handgriffe, bevor die Hütte definitiv zugeht. Wenn wir den gerade hier auf den Tisch rauf tun? Ja. So. Das ist nur die Beine drauf.
Ja, das ist der falsche. Jetzt schon Nasssocken. Jetzt sind wir schon ein bisschen auf dem Schlussspurt, ja. Jetzt geht es am Ende zu. Wenn die Bänke verräumt sind, können auch keine Gäste mehr anhocken und dann, ja, ist der Feierabend. Aber es ist natürlich ein schöner Abschluss jetzt mit dem Schnee. Und gleich auch, dann sehen wir gerade, ich glaube, die Saison ist fertig. Dann sagt die Natur auch gerade, dass jetzt der Sommer vorbei ist. Jetzt einfach keinen Unfall machen. Etwas hat schon am Anfang der Saison zu reden gegeben. Und es scheint, als wäre die Diskussion noch nicht ganz vom Tisch. Vorne nehmen wir auch heim. Ja. Oh ja, eure Fahne, hä? Das darf dir gar nicht fehlen. Bist du froh, kommt sie auch? Ehrlich gesagt, hä? Sagen gescheit. Man fühlt sich auch wohl hier oben und auch mit ihnen zwei war es schön. Darum ist schon ein bisschen Wehmut. Und gleich, man weiss ja, nächstes Jahr kommt ja dann wieder. Muttitaler Fahne kommt wieder, ja, das nächste Jahr. Die Turner werden die Saison noch nicht los. Und Petra hat sogar gesagt, wir dürfen sie nächstes Jahr am Mast hängen. Ja, sie hat das nächste Jahr die Steigerung von hier in den Fahnenmast. Vielleicht hängen da zwei. Turnerfahne hängen wir vielleicht auch auf. Nein, kannst du also wenn, dann vielleicht Urnerfahne und Muttitaler Fahne. Dann wäre es so der Kompromiss zwischen beiden Kantonen. Jetzt ist nur noch vielleicht. Vielleicht? Vielleicht Turner Fahne, Muttitaler. Ciao, kleines Muttertal, hä? Ja. Tschüss. Willst du mir dann noch hinten reinschauen? Ja. Gut, Schluss. Ja. Gut. Let's go home. Der letzte Morgen auf der Glecksteinhütte. Nach 4 Monaten geht die Saison für die Familie Sager zu Ende. Es ist aber ein bisschen Gejuffel. Die Gäste haben ein bisschen ein anderes Tempo als die Hüttenwärter. Die Leute gehen nicht so fort, wie wir wettet, weil wir wettet dann runter, bevor es regnet. Aber nein, weißt, um die Zeit, also am letzten Tag, dann läuft nicht so viel, dann magst du halt gar nicht so nachher. Dann tust du einfach funktionieren und nachher dann unten überlegen, wie die Gefühlslage jetzt ist, ob du jetzt freust, dass es fertig ist oder ob du eigentlich wehmütig bist. Aber heute ist jetzt für das gar keine Zeit. Genau. Du, Irene, wir tun für die Tische noch gerade ein bisschen vorschieben, dass wir mal sauber wischen können. Das ganze Haus wird winterfest gemacht. Man glaubt es fast nicht. Für die Sagers war das die 27. Saison auf einer Hütte. Das ist eine coole, schöne Zeit, obwohl es wahnsinnig streng ist und intensiv und gleich. Ich weiss es aus Erfahrung, es geht aber nicht lang. Und dann freut man sich eigentlich schon wieder auf die nächste Saison. Aber jetzt natürlich noch mit dem Wissen, dass es dann die letzte ist. Das ist ganz speziell, ja. Aber schön. Genieße jetzt. Ich glaube, im Moment steht im Vordergrund halt einfach Fürsten machen und das Dach und das Tal. Das, ja, die ersten Tropfen sind schon gefallen. Mal schauen, wie das rauskommt. Wäre natürlich schön, wenn man noch einigermaßen geben könnte. Aber der Christoph und Sarah wissen gar nicht, wie das Leben ohne Hütten aussieht. Die Abwechslung von Hütten und Tal haben sie geliebt und gelebt. Aber ist jetzt definitiv Schluss? Ich glaube, jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt zum Hören. Um mal die Hütte ad acta legen, einmal etwas anderes machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, seit 2004 bin ich nie mehr im Sommer im Tal oder Ferien in der Schweiz gemacht im Sommer, oder? Wir haben die ganze Saison schon recht früh in der Saison haben wir immer wieder so ein miteinander ganz kurz geredet oder so Gedanken gesponnen. Viel mehr als andere Jahre. Und wir haben jetzt entschlossen, dass wir wirklich werden aufhören, unser Hüttenwartsleben aufgeben. Aber nächsten Sommer werden wir noch da sein. Auf Herbst 2026 werden wir aufhören. Da haben auch alle, die uns immer besuchen wollten und es bis jetzt nie geschafft haben, jetzt noch einen Sommer lang Zeit, uns zu besuchen.
Die Sagers haben ihr halbes Leben auf verschiedenen Hütten in der ganzen Schweiz verbracht. Und sind mit Leib und Seele Hüttenwart gewesen. Langsam ist aber die Luft aus. Ein Punkt für mich ist sicher, dass ich einfach genug habe von den Leuten. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, diesen Sommer, jetzt gehe ich auf eine Alp mit Kühen oder mit Geissen oder mit Schafen. Irgendwie ist gleich. Ich möchte einfach, die Leute gehen mir einfach manchmal auf den Keks. Ja? Die Wünsche und Ansprüche, die die Leute haben. Und ich sage dann so, es ist sicher das Alter, das Älterwerden, wo das Gefühl vielleicht ein bisschen bringt und das nicht einfacher macht. Aber ich glaube schon, auch jetzt über all die Jahre so beobachten können, wie sich halt das Klientel auf diesen Hütten verändert hat. Wir haben einfach das Instagram-Publikum, wo unglaublich streng ist für mich jetzt. Ich begreife die einfach nicht. Die kommen jetzt heute auch, die kommen hier rauf, an einem wunderschönen Tag und machen ihre Fotos, am Morgen noch Sonnenaufgang und dann säckeln sie wieder ins Tal und vermutlich wieder an einem anderen Ort irgendwo. Keine Ahnung, was die umtreibt. Aber die schätzen wie nicht, was wir hier eigentlich haben. Die Mena schätzt dafür umso mehr und hat zu kämpfen mit dieser Umstellung. Ein Leben ohne Hütte ist eigentlich für mich nicht vorstellbar. Nein. Keine Ahnung, seit der Geburt war immer eine Hütte da. Ich weiss jetzt nicht, wie es ohne könnte sein oder wird sein. Die Eltern wollen das aber bald einmal herausfinden. Die Kinder sind jetzt in dieser Zeit schon recht gross geworden. Sie sind jetzt noch nicht gerade ausgeflogen, aber die Chance noch gesehen, um mit ihnen auch einmal noch so richtig Sommerferien machen und mit ihnen zu Berg gehen. Die ist noch intakt und ich glaube, die sollten wir packen. Ja, ist glaube ich, ein guter Zeitpunkt zum Hören und auf eine schöne, gute Zeit zurückblicken und sich freuen jetzt gerade im Moment unglaublich auf den Sommer im Tal oder ja, dann halt einfach können selber entscheiden und nicht angebunden sein in goldigen Ketten an so einem wunderschönen Ort, sondern halt mal können an einem anderen Ort sich aufhalten in der schönen warmen Sommerzeit. Ja. Für mich ist der grosse Punkt wirklich mit der Familie noch unterwegs sein und auch mit Tieren einfach so lange, dass man körperlich noch mag, dass man das selber noch geniessen kann. Das, was man vor anderen Leuten hat geboten und dass man selber ins Berg gehen kann. Tschüss, Steigeis. Und das war die Saison. SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».